Liebe Zeitgenossen, es ist wirklich eine Freude, jetzt auf der Welt zu sein. Jetzt rührt sich was. Ein Tempo ist drin, das reißt einen unwillkürlich mit, ob man will oder nicht. Wenn jetzt einer 20 Jahre alt ist, der hat mehr erlebt, als wie wenn einer früher 100 Jahre alt worden ist. Früher, da ging alles so gemächlich, so langsam. Wenn man dann an so alte Postkutschen denkt, ach, das hat doch eine Ewigkeit gedauert, bis man mit der einmal wohin gekommen ist. Aber heutzutage mit den modernen Verkehrsmitteln, haha, da ist man im Nu in der Ewigkeit. Und ebenso rasch geht's mit allen anderen, mit der Liebe. Was waren wir für dumme Kerl, wie haben uns wir dumm gestellt in unseren jungen Jahren, wenn wir ein Mädel gern gesehen haben, was haben wir gemacht? Dann haben wir eine Postkarte geschrieben. Ja, nicht bloß eine, ganze Serien haben wir geschrieben. Damals hat es so schöne Serien gegeben, zum Beispiel der Trompeter von Säckingen oder Ich weiß ein Herz, für das ich bete. Und da haben wir jeden Tag eine Karte geschrieben, aber nie den Namen darunter. Oh, das hätten uns mir nicht getraut, so frech waren wir nicht, höchstens den Anfangsbuchstaben hingekraxelt oder das schöne Verselein, ungenannt und doch bekannt. Jetzt ist es passiert, dass man mit dem Mädel schon ein halbes Jahr ein Verhältnis gehabt hat und sie hat gar nichts gewusst davon und ist mit einem anderen losgeschoben. Das gibt's heutzutage nicht mehr. Die jungen Leute treffen sich jetzt, wenn sie von der Schule nach Haus gehen, ganz ungeniert. Sie wird nicht mehr rot, das trägt man jetzt nicht mehr. Er behält auch seine grüne Gesichtsfarbe bei und sagt zu ihr, du Lie, mein Papa ist verreist, die Mama ist beim Kopfwaschen und die Köchin geht ins Kino, ich bin ganz allein zu Hause. Dann sagt sie, der Vater, ja, gut, besorge ein paar schöne Zigaretten, dann komme ich Nachmittag zu dir, mach mal einen kleinen Budenzauber. Die schreiben sich keine Postkarten, fällt ihnen gar nicht ein. Und dann, wie hat es früher lang gedauert, bis ein junger Mann in seinem Beruf zu etwas gebracht hat. Was hatte der alles lernen müssen, in die Welt hinaus, überall vorn anfangen. Heutzutage, die jungen Herren, die laufen während der Lehrzeit davon. Warum lernen? Ach, das hält ja bloß auf. Er lässt sich Physikkarten drucken, seinen werten Namen und darunter Direktor der Hagani, das heißt, hab gar nix. Mitbegründer der Kagani, kann gar nix. Sucht und findet Dumme, die sich an dem Unternehmen beteiligen, mietet Büroräumlichkeiten, die Möbel kommen auf Abzahlung, der erste Mensch, der ins Geschäft kommt, ist der Gerichtsvollzieher, der pfändet alles, kracht, Schimpfung, er gründet mit Offenbarungseid ein neues Unternehmen und bis er 30 Jahre alt ist, ist er schon Vorsitzender vom Verein erfolgreicher Bankrottmacher. Wir leben in einer raschlebigen Zeit, ja das sieht und fühlt doch jeder heute.